Weiter geht's im Text, Freunde, hier mit Super Mario Galaxy 2, der Green Star Challenge mit Lokai und eurem Michael und Mario, der wieder mal, naja, ich sag's nicht mehr, weil er macht sowieso immer das Gleiche. Ja, ist am Pofen. Die alte Sau. Genau, ja. So. Die letzte Folge war ja mehr oder weniger, ja doch, mehr oder weniger erfolgreich. Wir haben sogar noch Welt 6 bereits angefangen und deshalb machen wir hier gleich weiter mit der Monster Arena Galaxie. Ja, denke ich, ist eine super Sache, auch wenn es ab hier für uns beide ein bisschen halbblind ist, sag ich mal. Nee, halfblind, sonst geht's komisch. Halbblind, oh Gott. Wieso? Das ist ja wirklich volles Denglisch. Halbblind. Achso, Naja, Half-Blind, ja. Half-Life. Half-Life, genau. Das passt gut. Habe ich allerdings nie gespielt, ist ja so Xbox-Kram, ist ja jetzt nicht so mein Gebiet. Ja, ich auch nicht, aber trotzdem sagt mir was. Das ist irgendein Game halt. Ein Gumba. Sag mal, hast du irgendwelche Hintergrundinformationen? Warum gibt es hier eigentlich zwei Arten Gumbas? Was? Also hier gibt es ja zwei Arten Gumbas. Einmal die man ja zur Seite kicken kann, die Sterne geben, die ein bisschen neuer gezeichnet aussehen, und dann die alten Gumbas. Echt? Ja, ich finde schon. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ich merke nämlich, dass wenn man einen Gumba so hier so den Seitentritt verpasst, dass der Sternteile gibt und der andere gibt nur eine Münze. Der gibt immer eine Münze, egal ob man raufspringt oder ihn wegkickt. Und die sehen auch unterschiedlich aus. Okay, das ist seltsam. Ja, also fällt mir gerade mal so auf, wo ich den gerade gesehen habe. Das war ja gerade einer der alten Gumbas. Ja, ist mir ist noch nie aufgefallen. Crazy. Also ich glaube, da müsste ich mich auch schon arg vergucken, wenn das jetzt nicht stimmt. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt irgendeinen Scheiß erzähle. Haha, wäre nicht so gut. Wie immer, oder? Ja, dankeschön. Ja, wie immer kein Scheiß erzählst. So meint er das doch. Ach so, klar. Das ist aber nett, dankeschön. Ja, immer doch, immer doch. So, ach, gleich eine neue Feuerblume. Da würde ich sagen, weiter im Text, war. Yo! Leider die Krabben hier rösten, das schmeckt bestimmt jetzt. Oh, toll. Aber treffen wir auch mal was! Wie jetzt Feuerkugeln da rumfliegen. So, wir leben eine Checkert, wir haben ja schon 33 dadurch, dass wir so oft gestorben sind, was eigentlich voll falsch rumklingt. Wir haben viele Leben, weil wir oft gestorben sind. Das Ja, stimmt. Aber die Mondgalaxie war ein nervliches Aus, aber ein Lebensplus, ne? So, ich überlege gerade, wo sind die nächsten Sterne? Ja, könnte man so sagen. So. Ich glaube, es gibt noch einen Planeten, da sind Kettenhunde unterwegs. Ich glaube, da ist noch einer. Michael stöhnt gleich. So, ist hier noch was vielleicht? Nee, sieht nicht so aus. Nö, ich will auch nix. Alter! Ich steuere irgendwie gegen dich wieder. So. Z gedrückt halten zum Bremsen. Danke. Nichts zu danken. Er steuert sich einfach besser. Leuchte dich an. Hallo? Konfuzius sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. Kennst du das Sprichwort nicht? Doch, doch. Passt ja an der Stelle recht gut. Wie bin ich jetzt wieder raus? Achso, deshalb. So, ist hier irgendwas? Hörst du was? Ja. Du hörst Achso, ist was? der Sternring. Achso, okay, gut, das... Da haben wir auch Sternteile. Ja, da Sternteile. Schnauze, brauche ich selber. Stimmt, da müssen wir noch eine ganze Menge sammeln. Du bist ein Ego. Ja, lieber ein Ego als ein Emo. Oh, scheiße. Das wollte ich jetzt auch nicht sagen, sorry. Das konnte man jetzt auch falsch verstehen. Richtig, klingt ein kleines bisschen falsch. Aber ich glaube, man kann heutzutage schon Unterschied machen zwischen ernstem Rassismus und, sag mal, ja, wirklich Späßchen. Sag mal. Warte mal, ich überlege gerade. Ja. Ist der vielleicht da oben noch? Nein, ich glaube, da musst du nicht lang. Habe gerade was gesehen. Was? Wo? Dort. Da oben. Ach, was auf dem nächsten Planeten. Und ja, da ist keiner mehr, oder was? Nicht mehr, gleich, das ist ein optionaler Planet. Da musst du nicht lang. Geh raus da. Die Musik des Schicksals.
Vor allem ist die Mucke voll episch, finde ich. So selbes Spielchen wie vorhin. Anscheinend Ja, schon. fast. Alter, stress mich nicht. Du machst den immer falsch rum. Ja, aber wieso? Ich mache doch... So, jetzt. Ich glaube, man darf nicht so früh den Joystick drücken, sonst dreht er sich. Das könnte sein. Yo, Stern Nummer 2. Ich schrei. Ja, genau. Aber dauert schon relativ lang, bis man so einen Stern gefunden hat, wa? Ja, stimmt. Wenn man Meine ganzen den Monster selber bleiben suchen und muss, so. sonst rennt man nicht einfach so durch und man muss immer ein bisschen gucken, ist er da, ist er da, ist er da. Mhm, genau, ja. So, jetzt haben wir Aber- mal letzten Endes auch auf dem Weg, weil sonst... Ich glaube schon, wie gesagt, ich habe erwähnt, bei den Ketten ist glaube ich noch einer. Ja, Würde passen von der Reihenfolge her, weil die kommen ja ganz zum Schluss erst. leider. Leider. Das heißt nochmal alle Viecher töten. Was irgendwie voll nervig ist. Ich glaube, hier in der Monster-Galaxie hat man noch diesen Steinhaufen, den Geistersteinhaufen, ne? Und ich weiß noch, dass es einen Kometenstern gab, wo man den besiegen musste mit einem HP. Und wenn man es nicht geschafft hat, musste man den ganzen Rotz nochmal machen. Yep, und ich habe gerade einen Oder- dritten oder- grünen Stern gesehen. Echt? Yep. Da bist du schneller gewesen als ich, habe ich gerade nicht gesehen. Tja, Im Intro, ja, oder? ganz schneller. Also Ja. nicht immer, aber immer öfter. Ja, immer schnell sein ist schlecht, ne? Ja, manchmal schon. Vor allem wenn es darum geht, auch den anderen glücklich zu machen. Ja, genau. Hallo? So. Es sei denn, jemand ist schnell glücklich zu machen, aber hey, komm, das, Oh, Alter, Mario. das muss man jetzt nicht näher erläutern. Nee. Feuerblume, hallo? Ah, hier. Ich hatte gerade, Feuerblume, wo ist die denn? So. Und die Spikes wollen auch was auf die Mütze haben. Vor allem kennen wir als Gamer sowas überhaupt? Das ist gar überhaupt, ich weiß es gar nicht. Oh, keine Ahnung. Scheiß RTL-Humor. Die Jokes werden nie alt irgendwie. Ne, nach Was 10 war Jahren das vielleicht schon. Na, meinst du? Nö. Es Er gibt wollte jetzt einfach halt- mal was gesagt haben. Hallo? Ich glaube, Alter! dass, ich glaube, also irgendjemand hat mal erwähnt, dass er sogar RTL aus dem Programm genommen hat, nur damit sie keine Einschaltquote mehr kriegen von ihm. Was ich denn schon arg heftig fand. Das war knapp. So im letzten Moment noch ein Feuerkugel ins Gesicht gehauen. Yep. Das letzte Feuer ist erloschen. Und dafür bekomme ich jetzt einen Groschen. Ja, ich weiß fast überhaupt nicht, aber nein, muss auch was finden, was sich reimt. Oh, passt doch. Aua, Mann, jetzt hätte ich gerne einen Groschen. Guck mal, der ist nur bei Halloween. Ah, Das sind so. übrigens die Und, neuen Gumbas. so, jetzt habe ich einen Groschen. Kannst ja mal so einen Kürbis zerschlagen. Ist das überhaupt? Was? Keine Ahnung. Ich weiß jedenfalls, dass in diesen Kürbissen die neuen Gumbas schon sind. Nur mal so nebenbei. Die neuen Gumbas, die Elite-Gumbas. Naja, die halt schon ein bisschen neuer gezeichnet aussehen. So, denn das nochmal. Oh. Freut er sich erstmal, dass er Mario im Wasser eine übergewischt hat. Voll fies. So, der Trick von mir funktioniert offenbar echt gut. Stopp! Buhus sind glaube ich auch Gamer, die sind Gamer, die vertragen kein Licht. Ja, kann durchaus sein. So, das sind vielleicht Buhu-Gamer. Genau, die spielen Nein, das sind Geisterjäger. Jetzt haben wir es. Das sind die Geisterjäger. Ich glaube, die spielen eher bevorzugt Horror-Games. Die Geisterjäger? Nee, na die Buhus, die Ach so. Gamer-Buhus. Und sind wahrscheinlich dabei gestorben. Die Ghostbusters. Oh, Schreck. Die gab es Aber früher auch das mal einen ändert- Zeichentrickserie davon. Ghostbusters! Du. Ach, die Mucke ist so schön klassisch. Yep. Ghost. Was schon wieder für Viecher hier? Ah, das war Ein so. Diktar ist erschienen. Mario hält 30 Erfahrungspunkte. Oh Mann. Der alte Rollenspielklassiker, was? Genau.
So, den habe ich ja hier bereits, genau. Und den dritten, wenn ich mich richtig, also nicht verguckt habe, sondern richtig geguckt habe, müsste der bei der nächsten Glaswand sein. Bei der nächsten Glaswand. Ja, Jo. dann komm. Wollte gerade sagen, hä? Ja, wir kriegen den Mario, wir kriegen dich, wir spießen dich auf. Oh nein, weg da, Mario kommt. Oh, falsche Richtung. No, der ist der falsche rum. Also jetzt ist er richtig. Nein, jetzt ist er nochmal falsch, scheiße. Ja, jetzt ist er erst recht falsch. So, ich verstehe gar nichts mehr, aber ist auch egal. So, Naja, ich glaube, Problem gelöst. Die Gegner mal wechseln. Genau. Also die Gravitation wechselt, der Gegner wechselt sich. Ihr wisst schon. So, und jetzt, ne? Achso, dachte gerade, ist doch ein Stern hier. Ja, man hört ja die alten immer. Hier ist er. Ah, ich sehe es schon. Siehste? Ah, dreimal an der gleichen Stelle, wie einfallsreich. Oh, ja, der war gut. Der war gut. Der Der war besser. umso besser. So, perfekt. Beim dritten Mal haben wir den dritten Stern. Damit ist die Monster Arena auch abgeschlossen. Forever. Da möchte ich auch nicht nochmal hin zurück. Wuhu. Yeah. 213. Ja, wir nähern uns dem Grande Finale. Na dann. Mal gucken. Wir haben einen Bowser's Galaxiengenerator. Oh, ich lese gerade Uhrwerk Ruin-Galaxie. Okay. Oh, Rückblende. Die Uhrwerk Ruin-Galaxie war ja eine deiner Lieblingsgalaxien, ne? Mhm. Na, ich sag nur, sammle 100 lila Münzen, ne? Wenn ich weiß, was gemeint ist, muss ich mal Michaels Let's Play vor der Green Star Challenge angucken. Nein, Kann ich eben nur nicht. empfehlen. Der muss das nicht angeschaut. Oh doch, das muss sein. Na. So, ich überlege gerade, wo ist hier der erste grüne Stern? Da sehe ich schon, ich habe gerade den ersten schon gesehen. Echt? Sicher irgendwo in Lava. Dann hier unten Ich noch? weiß nicht, ob es der erste ist, aber... Nee, da ist bloß die Röhre. Ach ja, genau, das war das. Irgendwie hatte da noch was in Erinnerung. So, ich höre bis hier noch nichts, das ist ein gutes Zeichen. Oh, Ich erinnere mich wieder. er scheint ziemlich viel Hunger zu haben. Na, wieder bin ich zurückgekommen. Ich bin noch im Vollhirni. Im Vollhorst. Nom 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 nom. Ist überhaupt nicht bedrohlich, ne? Nö, überhaupt Riesige nicht. feuermonströse Viecher. Mario bedrohlich. Wow, wow, wow. Ich möchte meinen, dass er ganz oben hier ein grüner Stern ist. Oh. Da ist er. Nein! Nein! Greif dich irgendwo fest. Und Schleudermodus. Komm schon. Ja, los, schneller, ein Stück noch. Och, Menno. Ich brauche mehr Speed. Ich brauche mehr Speed. Oh oh. Drogenabhängige, oh nein. Nein! Hui, knapp. Ah, scheiße, das war gerade falsch. Ist sich selbst ausgebremst gerade. Wie komme ich denn da hin? Nein! Oh. Nein! Ja, friss mich doch auf, ey. Okay. Oh, wie war das schon wieder? Lecker. Er hat doch so mal einen ähnlichen Stern hier. Ja, das hatten wir schon mal. Und zwar bei der... Wie heißt die... Na, die Galaxie. Die erste Galaxie der 5. Welt. Diese heißt gerade keine Ahnung. Irgendwie klingt das Geräusch dieser Sterne wie eine Katze im Küchenmixer. Ja, hat schon was. Ja, irgendwie schon, ne? Rätsel. Oh ja, das sieht gut aus, aber viel zu weit links. Aber der Speed war gut. Oh, nein. Hot.
Oh, jetzt, das sieht gut aus. Und Feuer! Komm schon! Ja! Hat er maximalen Anlauf geholt. Puh! It's me, am Schwitzen! Ich bin ja Schweizer! Das sollte dann nicht Schmelztiegel-Galaxie heißen, sondern Schwitztiegel-Galaxie. Oder Schweizer Galaxie. Wegen Schwitzen, weißt du? Die Galaxie äußerst episch, muss ich sagen. Die Schweizer schwitzen, weil in der Schweiz gibt es einen Kanton, der heißt auch Schwyz. Echt jetzt? Yep. Cool. So, Stern Nummer 2. Wo magst du dich versteckt haben? Bitte, bitte nicht mehr so einen beschissenen Ort. Hey. Ich überlege gerade. Also ich sehe da nichts. Ah doch, da oben, da sehe ich einen. Links. Ja, genau. Ja, haben gesehen, ja. Sollte machbar sein. Und der dritte war, glaube ich weiß es. Glaube ich glaube mich daran zu erinnern. Wenn das die richtige Galaxie ist, aber ich bin mir echt nicht sicher. Er glaubt, er ist gläubig. Nein, absolut gar nicht. Echt? Nein, ich bin nicht gläubig. Ich wurde nicht gläubig erzogen und ich bin auch nicht gläubig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kein Problem, mittlerweile habe ich Übung darin. Oh, Das Tolle ist, wow. Das Tolle ist natürlich, ich sage, ich bin nicht gläubig und sage dann, oh Gott, oh Gott. Na gut, macht sowieso jeder. Das stimmt. Dann kannst du mal das Gegenteil versuchen. Oh, Teufel und Teufel. Nee, das wäre ja auch gläubig. Das ist ja, naja. Ja, aber klingt doch ein bisschen zu lang. Alter, ich erinnere mich wieder. Yep. It's very hot in there. Ja, komm, scheiß drauf. Ich hab sowieso gerade gespeichert. Das ist ja eine Intention. Oh, scheiß drauf, sterben wir. Wir haben gerade Und ich gespeichert. habe eh genug Leben. Hallo? Die Galaxie. Alles! Oh, das war knapp. Aber cool ausgewichen. Tja, weißt du, wenn so fehlt's wie ich, da musst du mittlerweile halt ein System entwickeln. Also, wenn man eins hat, ist das gut. Maxi Energy. Wahoo. Also echt mal Mario, der springt von Stange zu Stange, haha, Flachwitz, und dabei noch über so einen heißen Abgrund und freut sich auch noch. Oh ja. Aber eben ist halt eine Stange, da kannst du auch dran festhalten, da hat er Freude daran. Vor allen Dingen von Stange zu Stange springen kann man jetzt entweder so Alter! Interpretieren, dass Mario an der Stange tanzt oder dass er auch schwul ist. Naja. Wieso auch? Naja, man könnte ja beides denken. Aha. Oder beides gleichzeitig. Das geht auch. Alter! Alter! Alter Falter! Das reicht mir, aber jetzt muss ich hier weg. Ja, so kommt man auch weg. Kann man hier eigentlich nicht einen Weitsprung machen und das drüben? Liebes Spiel, bitte. Das klappt nicht. Scheiße. Haha, es klappt doch. Wow. Alter! Oh oh, Achtung, Feuerwelle! Übrigens, wer Unnecessary Informations mag, wenn man einen Maxi-Pilz schon hat und einen einsammelt, kriegt man hier ein Leben. Das ist bei Super Mario Galaxy 1 nicht so. Fällt mir gerade mal auf, aber hey, ist egal. Okay. Ich dachte, ich erwähne einfach mal was. Da lädt man sich nämlich nur auf. Ich mache das immer ganz gerne vom ersten zum zweiten Teil immer so ein bisschen vergleichen. Ja, merke ich. Oder jetzt, man nehme zum Beispiel die Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie oder Nein! sowas. Das war hot. So, der lauert schon. Der kann laufen, so viel er will. So. So, gespeichert. Safety Hier müsste first. der erste grüne Stern Uhuhuhu. sein. So, auf der linken Seite. Yay, Twister Mario. Und ich höre ihn schon. Da ist er, da ist er, da ist er. Komm schon. Ja, easy. Easy peasy. Easy going.
Peace. Nächste Stern. Peace and Love. Peace und Frieden, genau. Peace and Stars forever. Genau. Star Peace. Da gibt es eine Fernsehserie davon, oder? Solange es nicht die Fortführung von Star Wars ist, ist es alles in Ordnung. No. Wegen Star Wars, Star Peace, du verstehst schon. Ja. Leider. Obwohl, man muss ja sagen, es ist gar nicht mehr so weit. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber Disney hat ja von dem Star Wars-Macher die Rechte gekauft. Und Das habe ich mitgekriegt, ja. Es gibt Star sicher Wars. bald Star Wars 7. ja, und vor allen Dingen haben die Star Wars-Fans Angst, dass jetzt irgendeine scheiß Disney-Sache draus wird, wo ständig gesungen wird wie in Bollywood-Filmen. Luke Skywalker mit Mickey Maus Ohren. Also ich muss ja sagen, ich habe Star Wars noch nie geguckt. Ich habe nicht einen einzigen Star Wars Teil gesehen. Oh mein Gott. Fans der Serie werden mich jetzt lynchen, offiziell. Ja, Aber- ich fange gleich mal damit an. Magst du Star Wars? Ja, wer mag Star Wars nicht? Achso, ich dachte, ich könnte ewig drin bleiben. Okay, offenbar nicht. Offenbar nicht. Also ich mag Star Wars auch, ich habe es aber bloß nie geguckt. Also ich sag mal so, ich bin ja sowieso kein großer Filmgucker. Und Star Wars hat mich einfach nie so interessiert, dass ich es unbedingt gucken musste. Also ich würde jetzt nichts gegen Star Wars Fans sagen oder so, stört mich. Ach so, gut. Immerhin etwas. So, jetzt sind wir hier. Wo ist jetzt der Stern? Ich glaube unterwegs an einer ziemlich miesen Stelle, wo du springen musst. Über die Kante hinaus ins Äußere. Geh über die Kante! Gib ihm die Kante, genau. Okay, jetzt könnte Nö, man jetzt hier war's das nicht. mit Alkohol trinken assoziieren. Da du musst drüber rollen. Ja, das weiß er schon. Ich dachte nur, vielleicht ist er hier unten. Achso. Hatte schon mal so was Ähnliches. Du erwähnst gerade was. Aber ich glaube, nee, das muss man nicht machen. Ich hab's vergessen. Ja, Gummibänder sind eine schöne Sache bei der Geschwindigkeit. Das ist wie in den Bauch eines Relaxo schlagen. Die Faust kommt mit 100 km/h zurück. Ja, außer es ist ein Durchbruch. Genau, denn nicht. Oder man hat ein Steak in der Hand, dann frisst das einem direkt instant aus der Hand weg. Ja, was soll denn hier der Stern sein? Ich glaube, er kommt erst noch. Oh, ich habe eine Vermutung, ich habe eine Vermutung! Michael was ganz zu- Nebel und Scheiße. Das ging doch früher mal darüber springen. Ging auch, aber ich glaube, du bist nicht rechtzeitig gesprungen. Michael war zu langsam. Aber hier kann man sehr gut Sternteile sammeln. Jetzt weiß ich wieder, wo man gute Sternteile sammeln kann. Die Schmelztiegel-Galaxie. Michael kam zu spät. Mhm. Und hat seinen Turnbeutel vergessen. Oh Mann. Ja, Schulwitze. Hattest du eigentlich einen einzigartigen Lehrer, den du nie vergessen wirst? Ja, hatte ich, ja. Und was war das bei dir? Nur mal so Neugier halber. Das Problem war, dass ich mich damals mit dem angelegt habe. Oh, okay. Und Da ist- gewonnen habe. Ah, ich habe das gerade gesehen. Falsch geheppert. Es ging darum, der Lehrer, der hatte mich irgendwie auf dem Kicher, keine Ahnung, vielleicht weil ich zu intelligent war, weil ich sonst immer in allen Prüfungen einen 5,5 geschrieben habe. Also, ja gut, muss ich auch mal kurz erklären. Bei uns in der Schweiz das Notensystem ein bisschen umgekehrt. Sprich, bei uns ist 1 das Schlechteste und 6 das Beste. So. Ah, okay, gut zu wissen. Ich wunderte mich schon gerade. Und da hatte ich irgendwie, ja, sprich an Prüfungen so immer 5, 5,5, 6 und so gemacht. Und irgendwie hat es mal so eine Situation gegeben, da hat er gesagt, ja, es ist so und so. Und ich habe gesagt, nee, Herr Lehrer, es muss so und so sein, sonst wäre es nicht logisch. Dann hat er nochmal überlegt und gesagt, oh ja, stimmt. Und da hat er dann irgendwann mal irgendeine Krankheit oder sowas. Auf alle Fälle war ich mal eine Woche lang außer Gefecht gesetzt. Und dann hat er zuerst gesagt, ja gut, Aufgaben machen muss in dieser Zeit nicht, sollte sich erholen und so. Aber dann im Nachhinein, wo ich dann eine Woche später in die Schule gegangen bin, hieß dann plötzlich, Michael, wieso hast du die Hausaufgaben nicht gemacht? Und ich so, hä? Ja, und dann dachte er müssen mich irgendwie bestrafen und so mit Hausarrest, scheiße. Hausarrest, ja, das vor allem auch. Nein, einfach mit Nachsitzen und so. Mich nach vor der ganzen Klasse ein bisschen demütigen, blamieren und so. Und dann kam meine Mutter vorbei zur Schule und seitdem ist Ruhe. Okay. Ist aber eigentlich nicht so ungewöhnlich, dass man mal einen Lehrer verbessert, aber das ist schon echt dreist.
sagen, oh, mach keine Hausaufgaben und dann gibt's doch welche. Das ist schon dreist. Mhm. Meine Allerdings. Lehrerinnerungen sind eigentlich eher positiv. Ich hatte meistens nette Lehrer. Meistens. Ich sonst eigentlich auch immer. Aber der war im Freien hatte ich ziemlich am Kicher, aber naja. Gibt's halt sowas. So, wehe, kommen wir jetzt nicht wieder rüber, hey. So, geht doch. Was? Wir haben schon 250 Sternteile. Geil. Der muss. Nein! Ja, scheiße, Mann. Ich glaube, du musst noch nicht mal mehr springen. Du musst einfach nur an der Stelle runterrollen. Ja, ich weiß, er muss in der richtigen Stelle sein, das ist das Problem. Das stimmt. Um es mal zu erzählen, ich glaube, meine merksamste Lehrerinnerung ist ein Biolehrer von der, 7. bis zur 9. Klasse. Okay. Der ist, beziehungsweise war einzigartig. Also eigentlich war er Biolehrer oder auch Chemielehrer, aber eigentlich ist alles, was wir gemacht haben, am PC gesessen, gezockt. Und die letzten 10 Minuten des Unterrichts hat man dann das gemacht, was man in dem Unterricht hätte eigentlich machen sollen. Irgendeine Präsentation von irgendwelchen Molekülen oder was weiß der Geier. Also eigentlich, ich weiß nicht, war eine coole Sau einfach. Herr Seckendorf, das weiß ich noch wie heute. Herr Seckendorf. Ja, der heißt doch ein bisschen komisch. Und das war halt wie so ein alter Knacker, der hat auch immer, ich sag mal so, seine leicht obszöne Seite gehabt. Wenn so zu der Zeit, 7. bis 9. Klasse hatten ja die ersten schon Beziehungen und Freunde und so. Okay, das war gut. Da war der immer so, wenn im Unterricht welche rumgeknutscht haben, hat er halt gesagt, Finger aus der Frau. Was? Finger aus der Frau? Ja, Finger aus der Frau, wortwörtlich. Ich glaube, der braucht eine Brille, aber dringend. Naja, war halt immer so assoziiert, wenn er jetzt nicht bremst, dann kommt's soweit. Keine Ahnung. Ich fand die einfach mal lustig. Und das Coole war natürlich einfach geschichtlich. Also man konnte bei ihm eigentlich gar keine schlechten Noten kriegen. Wenn er irgendwie eine Frage für einen Test gestellt hat, der hat immer gefragt, man musste die Antwort hinschreiben, dann hat er immer so gefragt, das oder das. Also man konnte eigentlich gar nicht irgendwie eine 6 schreiben. Das war echt eine Knallpfeife. Jo, klingt interessant. Vor allem, dass sowas überhaupt Lehrer sein darf, ja. Also Dass das heutzutage als Lehrer sein darf, ey, da kriegst du ja Krise. Ja, das stimmt. Aber gut, mit dem Lehrermangel und so! Aber irgendwann ist er, glaube ich, also ich weiß nur, dass ich möchte mal meinen, dass ich sowas gehört habe, dass er seines Amtes entzogen wurde, weil Lehrer ist ja auch so ein, Beamtenamt oder wie man das nennt. Kriegt ja extra Pensionierung und so ein Kram und bist du schon. Und haben ja auch andere Ferientage, weil Alter! Ja. Normalen Urlaub gibt's ja für Lehrer irgendwie nicht. Und der soll mal irgendwann mal was mit einer Schülerin gehabt haben, angeblich. Oh. Der hat einen Tick für Frauen. Und da wurde er seines Amtes enthoben. Das ist jedenfalls das, was ich viele Jahre später mal gehört habe. Tja, Naja, so schnell kann's kommen. Ja. Das war echt auch, man. War immer ein extremer Frauenheld. Also an dem Video. Und der war echt schon ziemlich alt. Also, dass da eine Schülerin auf den gestanden hat, naja, ist jetzt. Sei dahingestellt, ob es stimmt oder nicht. Alter, ich bin doch gesprungen! Und zwar rechtzeitig, du Arsch mit Ohren. Ach man, mich startet hier gar nicht. Irgendwann ist immer so, wir haben ja schon 500 Sternteile gesammelt. What the hell? Ich dachte gerade, ich könnte die Folge irgendwie so benennen. Let's sammeln Sternteile. Genau. Let's collect. Jetzt korrekt. Stimmt, da fehlt noch das von Skyward Sword, aber wieso jetzt mal das Let's Play beenden, meine Fresse? Nennst du das denn auch Let's Collect? Weil ich war ja, glaube ich, der Erste, der sein Let's Collect Herzteile und Skulpturas so genannt hat. Ich weiß, bei Luxor Glick hieß es Let's Search oder so ein Kram. Aber ich dachte, ich will so sammeln, nicht suchen. Also hab ich einfach Let's Collect genommen. Ja, ich würde es eigentlich auch gerne Let's Collect nennen. Ich weiß nicht, es passt einfach sehr gut. Und? Ha, easy. Fast. Easy going. Also gut, wir sind jetzt ein paar Mal abgestürzt, aber wir haben ja gut überbrückt mit total uninteressanten Geschichten, oder? Das stimmt. Also 500 Sternteile haben oder nicht haben. Ja, genau, hast recht. Schaltet. So, Sternteil, Münzen und was noch? Ein paar Sternteile gekriegt? Geil. So, mal gucken, die Folgen sind bereits am Ende zu. Was? Nur 3? Naja, Monster Arena haben wir auch noch 2 Ecken gesammelt, also 5 Sterne im Endeffekt wieder. Echt? Ja? Ich dachte, das wäre das letzte Mal gewesen. Na egal.
Ich möchte meinen, wir haben jetzt den ersten angefangen und dann die letzten 2 gerade gemacht. Mal 9, juhu! Wow, das sind ja mal Zinsen. 9 Sternteile, oh mein Gott. Mal gucken, vielleicht Die haben hat wir er. sogar noch ein paar Bonus-Features, vielleicht eine Diamantspitzhacke oder sowas. Ja, das wäre angebracht. Vielleicht mit Enchantment oder Enhancen, keine Ahnung wie es heißt. Ein Leben, na, ist auch nice. Nö, hat noch nix. Das Geile ist, er sagt, er hat bisher keinen Erfolg. Wo hat er denn die Zinsen her? Tja, vielleicht hier vom Raumschiff. Ja, genau. Vor uns verheimlicht. Aber man kann ja sowieso theoretisch nach jedem Stern hier die Teile sammeln und naja, so halt. Das stimmt, das stimmt. Mal kurz gucken, haben wir noch einen Sternteil, ein Leben? Ein Leben. Ja, haben wir ja noch nicht genug mit 30, ne? Ja, Ich du, das find müssen doof, wir dass bei den ausnutzen, du Spielen- weißt doch. Einmal speichern und das Ganze ist wieder flöten. Ja, stimmt. Also Finde ich sprich, neu scheiße, starten, ehrlich nicht gesagt. speichern. Und der Steuermann ist der Beste. Hurra, hurra, ein Hoch auf den Steuermann. Klappe. Yay. Oh, wie nett. So, genug geturnt. Wir müssen weitermachen, beziehungsweise das nächste Mal weitermachen bei Galaxy 2. Ich denke, ja, dann sehen wir uns wieder alle im nächsten Part. Bis dann wieder mal. Macht's gut, haut da rein. Tschüssikowski, ciao. Ciao zusammen, juhu. Autsch.